Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Genau. Und was sehen meine herzigen Näugel dort in der Distanz? Ich meine nicht den See, näher. Nicht den Busch, noch ein näher. Der Typ dort. Ich sehe dich. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Das ist realistisch. Mein Team hat sich ein bisschen verändert. Nicht gross, nicht verschrecken. Der Starter ist weg. Nein, er ist aber nicht gestorben. Ich habe einen Tap, 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 Tap. Level 8 bzw. Level 6. Ja, viel habe ich nicht gemacht tatsächlich. Aber ich habe es so gemacht und ich würde es von jetzt an auch so handhaben, dass ich auf jeder Spezies eins kaufen, nein, fangen. Und dann jeweils die 6 schwächsten ins Team nehmen. Egal wer das ist. Und immer mit diesen kämpfen. Immer mit diesen 6 schwächsten. Das heisst, im nächsten Mal, wenn ich in ein Center komme, gehe ich in die Box schauen, tue die 6 schwächsten drin, meine 6 besten drin nehmen. So sind wir ungefähr immer im Schnitt. Gerade 2 Kleptifüchse, sehr gut. Hey! Unser allererster Kampf. Wenn Sie nicht blicken, weil wir Pokémon Trainer treffen, können Sie einfach kämpfen. Kämpfen. Also gut. Tun wir mal kämpfen mit du mit dem Raphael-T-Shirt, das gagelt. Und er setzt eben auch den Raffel ein. Ich setze meinen Kleptifuchs ein. Hey, der kann mit dem Schwanz den Boden putzen. Das ist unglaublich, der Kleptifuchs. Ja, ich sage mir Schlägereien mal. Was ist Prügler? Prügler tut 10 abziehen, glaube ich, für jedes Teammitglied. Die Anwenderkräfte sammeln mit einem Teammitglied. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher die Anzahl der Angriffe. Ich glaube 10 pro Dings, wir sind 6 Stück, also 6. Greifen wir mal an. 60 und vor allem, wir sind Unlicht, Stab 90. Das könnte länger. Einmal. Zweimal. Nein. Ah, nein, sorry. Einmal anders. Und er tut jeweils den Angriff vom Teammitglied into consideration nehmen. Sprachen lernen, Bubble. Sprich, Dämsangriff, 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 Dämsangriff. Darum hat es auch so ein Dings gehabt, so ein mal mehr, mal weniger Ding. Schaut dir das an. Der Typ hier hat einen Angriff von 11, 14, 15, das sind höher. Der ist runtergegangen, 10, 9, 10, 11. 10, sorry. Genau, und so funktioniert die Attacke Prügler. Schauen, ob ich mit Ruckzuck-Hieb effektiver bin. Nein, also Prügler bin ich da wesentlich besser dran gewesen. Naja. Eine Verteidigung sinkt, das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen, aber ein weiterer Prügler sollte eigentlich länger den Raffel hier zu besiegen. Eins. Ui, das ist ein guter. Jetzt kommt es schwächer. Noch ein bisschen schwächer. Und wieder okay. Ja, es lag halt immer noch nicht. Okay, er gibt nochmal mit Tackle. Ich muss aufpassen, wie gesagt. Und ich bin da. Naja, wenn das mir einzige Niederlage bleibt. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Einzelne Pokémon können mal sterben, wie gesagt, aber ich versuche es zu verhindern in der Regel. Ja, ich bin noch nicht ganz wach, es ist früh am Morgen da. Tut mir leid, Kleptifuchs. Aber wie gesagt, ich spiele auch keinen Nasenloch drum. Naja. Sei es drum. Erfahrungspunkte kommen wir aber über. Aber nur. Ah was, wenn er stirbt, kommt er kein Erfahrungspunkt mehr. Hure fies. Sind wir 60 und über eine 4x2, 40 Grad, 108. Etwa die Hälfte, was man sagt. Ich kann einfach nicht wegsehen, wenn mir ein starker Trainer über den Weg läuft. Du gewinnst 360 Pokédollar. Ja, gut. Leider haben wir das Teammitglied verloren. Kann ich es jetzt mit Tränken heilen? Ich habe einen Blepper. Es wäre aber jetzt töricht von mir, den Blepper zu verwenden. Kommt da ein Center? Ich gucke Halo, komm gerade wieder. Ich habe deine Pokémon. Moment mal. Habt ihr das gesehen?
Sagt nicht mehr etwas. Es Zickzacks. Um genau zu sein. Es Galar Zickzacks. Du kommst mit, Kollege. Du kommst sowas von mit. Und ich sollte jetzt nicht, wo bist du stark? Ich sollte dich nicht so schwächen. Ah ja, der hat gesehen, ich habe nur 54 Pokéball. Ich kann halt mein sämtlichen Ersparten ausgeben, um Pokéball zu kaufen. Ups. So komme ich auch nicht in Versuche, irgendwelche Tränke zu kaufen. Tada! Genial! 40 Bogen. Es hinterlässt überall ein riesiges Chaos, in dem es sich im Zickzacks bewegt. Hierbei handelt es sich offenbar um die älteste Form vom Zickzacks. Schon. Okay. In mein Team. Und zwar für eins für den, der Level 8 hat. Für Sensekt. Grund, ich habe Angst, Sensekt entwickelt sich gleich aus ein Käferisch. Aber das Galar. Nein, nicht vielleicht. Galar Zickzacks nehmen wir mal mit. So, bewegen dahin. Okay. Geil. Wow! Einfach so ein Galar Zickzacks gefunden. Ja, wieso eigentlich nicht, gell? Jetzt sollte ich da nicht unbedingt schlägeln. Jawohl! 2 Tränke gefunden, weil das mit den wilden Kämpfen und so weiter versuche ich möglichst zu avoiden, also möglichst Sprachen lernen, Babel. Möglichst nicht daran teilzunehmen, weil das für euch langweilig wird. Genau. Ja, das Level und Trainieren und das Grinden und so weiter mache ich alles in meiner Freizeit. Jetzt kann ich hier hinten durchgehen und dann direkt in ihr Face. Und ich glaube, ich will ihr Face. Mhm. Das hat jetzt dreckiger tönt, als es soll sein. Ich sag nicht, was ihr Face macht. Weiter. Galar Zickzacks hat folgende Angriffe. Tackle, Wirbelwind, Sandwirbel und... Egal. Er muss nicht das nicht brauchen. Volley! Level 5 ist doch noch ein bisschen niedrig für mich, den Kampf zu bestreiten. Aber er nimmt genug Erfahrungspunkte mit. Okay. Das ist nichts für mein Voldy. Voldy. Use the Wangenrubbler. Irgendwann müsste das einfach One-Hit sein, Kollege. Wangenrubbler, Volley. Aha. Der Kamehaps. Ich finde Kamehaps super. Wangenrubbler. Okay. Nochmal ein bisschen Tackle einsetzen, Wangenrubbler hat nicht ganz so viel AP. AP sind Angriffspunkte, kann man meinen. Nein, APs definieren, wie oft du eine Attacke kannst einsetzen kannst. Tackle hat 35 AP, heisst du kannst es 35 Mal einsetzen, dann ist es leer. Bei einer heiligen Pocket Center tut es wieder aufladen. Ebenfalls durch gewisse Items wie Elixier und oder Äther. Haben wir gerade nicht. Hat es noch nicht vorhin Wege gehabt? Wir da ganz rechts hin, hat es noch einen Wege gehabt. Da ist das Zeug da. Ist noch ein Bau. Kommen wir nicht hin? Wie bin ich da angekommen? Lassen wir mal sein. Ja. Gegen hat man nicht keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Das kommt darauf an, mit was du da kommst. Der Knirps Dennis fordert dich raus. Komm Dennis, wir wollen Tennis spielen. Ein Sensekt. Ja. Das Ding hat Käfertrutz und ich habe ein Unlicht-Pokémon vorne. Nicht gewusst? Da. Wie gesagt, es ist Unlicht normal. Heisst, von normalen Attacken wird ich sowas von Kampfattacken wieder nicht. Sowas von gefickt. Jetzt aber, was nehmen wir da? Wer hat einen höheren Spätstef? Wer hat einen guten Spätstef von euch? Bitte melden. 12 ist ein wenig. 12, 13, 16 Voldy.
Also, Voldi. Voldi! Wieso Spätstreff? Oh, er wird Käfer drauf einsetzen. Und spezielle Käferattacke. Sollte ich das nicht allzu viel abnehmen? Genau. Oh, klar, mein Spätzangriff ist gesunken. Heisst? Ah, okay, das ist physisch. Okay. Kampf mit Wangenrobler. Da bin ich nachher sicher schneller. Da bin ich auch so. Hui. Das Insekt ist paralysiert, es greift vermutlich nicht an. Ich glaube, die Chance ist bei 30%, dass Paralyse durchkommt. Im Pokémon-Kartenspiel ist es 50%, aber hey, da ist es, glaub's, 30%, dass Paralyse greift. Also 2/3 greift es an und 1/3 kann es nicht angreifen. Etwa so. So. Das Insekt besiegt. Und wir kommen alle Erfahrungspunkte über Zickzacks und Voldi am meisten. Zickzacks noch mehr als Voldi, weil beide haben am Kampf teilgenommen, aber Zickzacks ist niedriger im Level. Und der Voldi kommt, glaube ich, jetzt mal auf die Bank. Kleptifuchs. Nehmen wir... Kamiabs. Anders Sim. Mein Zickzacks hat jetzt einen Trank bei sich. Das liegt in seiner Fähigkeit Mitnahme. Mitnahme tut, wenn wir durch den Gegner laufen, immer wieder mal ein bisschen Items aufsammeln, auffinden. Das kann Tränke sein, Pokéball, Ether, so Scheiß. Dun, 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 dun. Ah ja. Jetzt habt ihr bei mir gesehen, Aquaknarre normal effektiv und da bis nicht sehr effektiv. Einerseits gefällt mir das nicht so ganz, weil man dann wegen der Typenkombination was mehr Schaden macht und so weiter schon weiss. Also man weiss jetzt zum Beispiel, dass Wasser auf Unlicht normal ist, aber Unlicht auf Unlicht nicht sehr effektiv. Eine Sache. Zweite Sache, man kann so gut herausfinden, was der gegnerische Pokémon für ein Typ ist, hat, sein. Ich weiss jetzt, dass da Unlicht nicht sehr effektiv ist, dass er sehr wahrscheinlich Unlicht ist. Weil etwas anderes, Unlicht nicht sehr effektiv, gibt's das? Ich glaube nicht. Ich weiss, dass es kein Geist ist und so weiter. Geist und Psycho, aber das wäre dann sehr effektiv. Normal Wasser, Pflanze, Elektro wäre alles normal effektiv. Darum kannst du es eigentlich ziemlich recht einfach ausschließen. Und ich finde das einfach ein bisschen schade, weil du kannst gar nicht Pokémon so entdecken und naja, selber herausfinden, was das für ein Typ könnte sein. Und dann voll überrascht sein, dass Kleptifuchs ist gar kein Feuer. Aber so in diesem Stil. Finde ich schade. Aber ich finde gerne Bänkli. Herrlich. Und das ist wie gesagt so eine Angelstelle, wo ich gemeint habe. Da blubbert und unsere Angel rausholen. Wenn du den Schatten eines Pokémon im Wasser entdeckst, wende dich zu ihm und drücke. Wende dich ihm zu und drücke den A-Knopf, um die Angelrute auszuwerfen. Drücke erneut A-Knopf, sobald deine Angelrute wackelt, um das Pokémon aus dem Wasser zu holen. Probier es an verschiedenen Orten aus. Okay. Es wackelt. Noch nicht. Jetzt! Andrücken und rausholen. Shiny. Nein. Ein Carpador. Carpador. Ja, natürlich ist es ein Carpador gewesen. Was auch sonst. Schade. Ich habe immer gehofft, es kommt das 8. Generations Wasser, Pokémon, Fisch, Carpador, egal. Wird zu einem Gyarados. Ist stark, aber ist mittlerweile schon das zweite, mit 6 dritte Pokémon, das nicht aus der Galar-Region kommt. Sondern Kanto. Dieses Pokémon ist so schwach und erbärmlich, dass es in Gewässern mit starker Strömung einfach vom Wasser treiben lässt. Ja, sorry, mache ich auch. Ist Team? Nein, sorry. Carpador nicht das Team. Oh, nein, jetzt war Voldi auf Bank. Er ist angeschlagen und schon Level zu hoch. Oh, der Fisch dort. Ist das Pokémon? Hey, es hat noch eine Angelstelle. Ja, also, angel nochmal. Und was gibt's? Oh, ein Carpador. Damit hätte ich nie gerechnet. Level 4. Soll ich nochmal fangen? Also viel Bau. Nein, also viel Bau. Fangen wir nochmal aus, Carpador. Vielleicht komme ich als Herz rüber.
Genial. Vielleicht haben wir ja ein Shiny, oder? Nein, nicht das Team. Jetzt warte, das ist auch schon Level 9. Raffel, tschüss. Oh, kein Schlangenstürme. Schade, jetzt hätte ich gehofft, wir können ein Shiny angeln. Ah doch, das Shiny Chainen. Da steht jetzt jedes Mal ein Angeldings und jedes Mal ein Carpador. Finden wir es raus. Okay. Ja, wenn ich das 4500 Mal mache, habe ich irgendwann das Carpador Shiny. 6? Oh, gut sind wir noch ein bisschen bleiben. Plop. Oh, was? Gut, kann er mir nicht viel anhaben mit seinem Platscher. Oh, was? Alle guten Dinge sind 3. Ich riskiere aber nicht mehr und aktiviere meinen Schlecker-Effekt. Plop, plop. Schlecker hat, glaube ich, Stärke 30. Ist damit auch zu stark. Haha, kann aber Was heißt paralysieren noch? Paralysieren. Und jetzt bleibst drin. Ja, weil Paralyse und allgemein sogenannte spezielle Zustände, wie eben Paralyse, Brand, gefroren sein, machen, tun, Verwirrung auch, tun positiv dazu beitragen, dass ein Pokémon im Ball bleibt. Naja, okay, weiter geht's. Wir haben noch etwas vor, zwar hier überlaufen. Aha, wir sehen. Eine Sprühdose Schutz. Schutz hält für kurze Zeit wilde schwache Pokémon ab. Naja. Schau mal, das ist die Professorin. Die wartet aber schon lang auf mich. Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen die Geheimnisse der Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha, ich lüfte davon. Ich lüfte davon, ja. Ich fürchte, davon bin ich weit entfernt. Dynamax ist immer noch die gleiche große Rätsel. Auch wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Ich werde langsam alt und krank. Oh, was sind denn diese jungen, hübschen Männer da? Crush. Oh, euer Nachricht von mir. Ich habe euch gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Meine Jungchen, willkommen auf meinem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin's eins, Professor Magnolica. Ist es nicht so, wie die Jungen heutzutage reden? Nicht? Okay, kommen wir nur herein. Was sehe ich denn da, Hopp? Dein Wolli hat ja Gesellschaft bekommen. Wie geil! Du musst Nutella-Napf sein. Nutella-Brot. Lecker. Mag ich nicht. Meine Enkelin Sanja hat ja eine Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Die olle Tolle. Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Outsourcing. Die Inter waren beschäftigt. Nutella-Napf, das Dynamax-Phänomen ist ja doch sicher ein Begriff, oder? Leider. Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium nun schon seit 150 Jahren. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Das ist richtig. Es sind aber 152 Jahre. Ach, das ist mal wieder typisch Deleon. Pokémon hier, Dynamax da. Muss ich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und weitere deinen Horizont. Über den Tellerrand ist dir eine Pommes frites runtergefallen. Korrekt? Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf dieser Welt gibt. Überaus faszinierend. Ja, wir sind in England. England ist ein Teeland. Oh,
Entschuldigung, Frau Professorin, aber können Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass es einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll. Da brauchen wir uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was ist da? Du willst etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Delion? Hopper und Helena sind erst vor kurzem zu Pokémon-Trainern geworden. Sie sind einfach noch zu... Scheiße. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, dass Euskala irgendwann mal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben Sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden um einen Pokémon zu schenken. Die Pose, hör auf! Gott! Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Und der Überlebende soll gewinnen. Ich will, dass ihr einen Kampf zeigt, nachdem ihr gar nicht anderes übrig bleibt, als dem Überlebenden die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher macht natürlich noch eure Pokémon fett. Was, wir gehen in den Mac? Ja, geil. Ja, nein, jetzt habe ich 2 Carpador dabei. Geil! Dann darf ich weiter draußen auf dich. Grossmütti, hast du noch einen PC oder so, den ich schnell könnte verwenden, um meine Box auf meine... Hey, noch eine nette. Geiler Rum. Damit pflanzliche Dei muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht einen Fehler machen, eine eigene Wünsche aufzuzwingen. Ja, wo Nachfrage und Bedürfnis Nachfrage und Angebot sich treffen, kommt der Markt ins Spiel. Wir sind also in einem Markt. Yeah. Ein Kühlschrank mit Kratzspuren. Vielleicht haben Pokémon versucht, ihn zu öffnen. Oder Großmutter ist durchgedreht. Oh Gott, wieder mal eine Film. Wir sind Hänsel und Gretel. Und Großmutter hat die Tür kratzt. Uah. Uah. Wo sich Großmutter den Weg ins Zimmer rein durchkratzt. Uah. Müssen wir nicht haben. Aber es ist ein weibliches Zimmer. Das ist sicher nicht um Großmutter sein Zimmer. Da wohnt noch jemand. Da ist hinter dem Haus. Aha. Gegenstoß. Ja, ist ja tatsächlich Gegenstoß. Das war so ein Zufall. Der Anwender lädt die Attacke auf, handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Also, das heißt, wenn wir langsam sind, ist das eine gute Sache. Jetzt habe ich langsame Pokémon bei mir. 15 ist viel. 11, ja. Ich glaube, das war etwas für das Kamehaps. Weil Kamehaps ist langsam, die Chance, dass es als zweites angreift, ist recht hoch. Darum ein Prämieball. Achso, ja, 14, weil ich 140 Bau gekauft habe. Schutz und Gegenstoß. Natürlich, sonnige Pokémon kann es nicht erlernen. Kamehaps ist sehr langsam und erlernt Gegenstoß. Wie gesagt, könnte sie es auch beibringen. Ja. Ja. Es wird zwar selten als zweites angegriffen, aber komm. Besser als ein Silberblick ist es allemal. Ja, ich bin selten einer, der statusverändernde Attacken braucht. Und jetzt nehme ich endlich mal einen Zickzack-Sinn in den Beutel stecken. So. Trank. Weg. Und wir greifen an. So, das Feld. Also wenn wir da keine Wundersaat finden, weiß ich auch nicht. Ha! Ein Superbau. Ja, nehmen wir. Okay. Kein Krog gefunden. Da ist sicher etwas drin. Ja, also. Tafelwasser. Man muss alles immer untersuchen. Alles immer untersuchen. Ein bisschen schade. Das könnte ein bisschen mehr Hinweis geben. Kollege, könnte etwas sein. So ein Blinken oder so. Aber wir haben jetzt gratis Tafelwasser gefunden. Du bist gegen diese Empfehlung von dem genauso wie ich, oder nicht? Komm schon. Kämpfe gegen mich. Ja, der halt. Ich will der Allerbeste sein, der keiner vor mir war. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird es nichts mit einer Challenge. Wir müssen Delion in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Hier bezeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena Challenge haben. Okay, los geht's.
Komm und schnapp sie dir, Pokémon. Ja, ganz zwischen euch beiden jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall entkehren lassen. Wie macht er das? Der alte Crampy, der Creepy-Typ von Family Guy. Für mich zählt der Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen, und so kann ich meinen Ruf als Daily und der Unschlagbare gerecht werden. Liefer mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lass anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Jetzt geht die Legende von Hobbies richtig los. Wah! Okay, nein, das ist eine andere Stimme. Egal, hopp. Und sein Wally wollen mich herausfordern. Wie viele Pokémon hat er? 3. Er hat also noch etwas anderes dazu bekommen. Ich tippe auf der Vogel hier. Mikro. Das ist ein bisschen stärker geworden, das werde ich überprüfen. Okay, ich setze meinen Gegenstoß ein. Macht jetzt schon 50 Schaden. In Jugendlicht, also 75. Richtig viel Schaden. Die denken jetzt bestimmt, der Vulkan ist doch gar nicht gewesen. Ja, schau mal. Macht viel weniger. Zwar. Also. Nein, sorry. Schlägelte. Da. 40. 50. Also 75. Naja. Ein weiterer Gegenstoß sollte eigentlich das Ende bedeuten von Wally. Was? Er hat doch nicht ein Igel gesetzt, oder bin ich da falsch? Was macht das so wenig Schaden? Naja. Wow. Memeon. Aha. Jetzt haben natürlich die beiden nicht dabei, die sehr wichtig wären. Clappy Fox. Do your worst. Und stirbt man nicht nochmal ab. Memeon. Prügler. Klaps, okay. Klapsen wir zurück. Oh Gott. Summiert ist das noch stark. Ruckzuck-Hieb. Da bin ich schneller als er. Ja, gut. Jetzt gehen wir also um unsere übersprudelnde Wasserkraft. Was? Ach so. Ja. Dann will ich Aquaknarre überleben, aber mehr nicht. Heuler, okay. Das hat keine Auswirkung auf seine Aquaknarre, das ist speziell. Darum setze ich nochmal Prügler rein und hoffe, dass es sogar länger. Okay, Heuler nochmal. Aber eben, Heuler senkt meine Verteidigung. Aquaknarre zieht auf Spezialverteidigung, nicht auf die Verteidigung. Holy. Mikro, habe ich es doch gewusst. Jetzt hatte ich den Wangenrubel wieder nicht dabei von diesem. Bleiben wir mal bei Clappy Fox. Ein Angriff mache ich mit dem Clappy Fox und nachher tue ich ihn auswechseln. Aber einer sollte nur bleiben. Und. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Und 6. Okay. Der 5. Tour für abgezogen. Sie Pixel kommt, zieht mir genau 6 ab. Darum gehe ich weg. Ja, da. Wally hat gar noch nicht gekämpft. Nehmen wir mal Wally.
Volley! Voltilam, genau. Okay, das hat nichts gemacht. Also ich Imitator schon wieder. Anwender imitiert die gerade verwendete Attacke, die schlägt fehl, falls zuvor keine Attacke verwendet wurde. Tackle. Imitator ist super. Mhm. Okay. Aber ein Fixer gegen den Typ ist jetzt so, ja, kann man mal einsetzen, muss man aber nicht. Aha. Der Hop bleibt besiegt. Also eine Enttäuschung. Naja. Da war meine Büffel diesmal durch perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nicht von der Freien. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so. Denn im Endeffekt hat man in jeder Kampf stärker, oder? Mama! Okay, er ist der Mami heimgerannt und ich komme meine Empfehlung über. Was für ein Schlägelter! Und turn ab, hopp, mir fehlen die Worte. Ich bin so stolz auf euch. Mir fehlen die Worte. Das war katastrophal. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Kinder nie verdient. Was, Lady? Du hältst einen Brief. Das ist Empfehlungsschreiben. Jawohl, in Asien ist das Empfehlungsschreiben noch eine Sache. In der Schweiz weniger. Du verstehst Seite mit der Basisseite im Tasche. Empfehlungsschreiben. Eine Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an einem Internet-Challenge teilzunehmen. Was ist das für eine Challenge? Danke, das Helion. Ich werde meine Internet-Challenge voll durchstarten. Sprache lernen, Bubble. Man merkt zwar, dass ihr noch jung oder erfahren seid, aber der Kampf war grandios. Klodak und ich sind immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Doch früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr an Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Bälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wachen Leistung eines Trainers einen Scheiß zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Hätte nicht gerade Pori sich aufgeregt, weil sein Bauwurf gut war. Egal. Deine Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend. Davon will ich mehr sehen. Wir warten, bis sich das Hardware entwickelt. Also lass uns sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir den Leute zu betrumpfen, damit einer von uns der nächsten Champ sein wird. Was ein Voice. Na Logo, es kann nur einen geben, wir sind im Hinrivalen. Ja, das bin ich. Was zum... Ist Srirachi? Klar. Super inszeniert, Game Freak. Hey, und Anna, schau mir das mal an. Ist er kein Wunschstern? Nein, er ist sogar 2 Wunschsterne. Hier, du kannst den haben. Thank you, I guess. Du verstaust einen Scheiß in der Basis aus der Tasche. In Gala verschrottete Steine, eine geheimnisvolle Energie in ihnen wohnt. Es wird erzählt, Wünsche gegen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Mit seinem Wunschstern kann er bei Pokémon dynamaxisieren. Dynamaximieren. Ditch. Dadurch werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das heißt, Wunschsterne landen nur von Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch hegen. Ich will der Allerbeste sein, der keiner vor mir war. Okay. Ich will der Allerbeste sein, der keiner vor mir war. Okay, Gas, aber ich habe einmal gewünscht. Jetzt wird der Wunsch bestimmt in Erfüllung gehen. Hopp. Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wie du ein Geheimnis und geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide die Wunschsterne wie einen kleinen Valimir überlassen? Nein. Ach stimmt, Sie sind der Spezialist in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für den Teller von mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamax... Für dich vielleicht, mich interessiert das ein Scheiß. Ja, es begegnet wie im Schlummerwald, diesem merkwürdigen Pokémon, dann fallen uns sogar 2 Wunschsterne direkt vor die Füße. Das Ganze bestimmt Vorzeichen, dass das ganz Großes bevorsteht. Einen nach dem anderen, junger Mann. Spart die Energie lieber für morgen, denn eine große Reise beginnt. Und ich sterbe dann bald. Ich bin ja schon 167 Jahre alt. Was ist denn hier los? Ist ihr da völlig vergnügt aus? Das haben wir vor der Stimme gehabt. Was ist denn hier los? Ist ihr da völlig vergnügt aus? Da kommen wir gerne nach Hause. Ja, die Mantel steht da immer noch nicht. Ihr esst doch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auf das Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Es Curry, ja Mann! Habt ihr schon mal in Japan Curry gegessen? Traum. Das ist aber ein guter Punkt für mich.
Endlich ist es morgen, jetzt kann das Abenteuer losgehen. Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Hop, du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendein merkwürdiges Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir das Adoniate erzählen? Nein, leider kann ich das nicht, weil es mich ankackt. Der Scheiß immer Laser. Na toll. Schaut mal, ich habe mir etwas für euch. Nutellanapf und Hop. Hop, Hop. Hop. Oh, ein Schweißbändeli. Du hast ein Schweißbändeli von Professor Magnolia erhalten und er ist sofort angezogen. Oh, fuck. Denn es ist heiß. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet dann darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht eine Dynamaximierung von Pokémon. Das sind Dynamax-Bänder, darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Ah, Professorin, danke! Ich werde verrückt, das sieht genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit wieder maximieren, stimmt's? Eines nach dem anderen, junger Mann. Das hält sie gern, hä? Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin hält das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz vergiss es nicht. Es müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So füllt ihr auch einen handumdrehenden Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hop so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof Nutellen ab. Fertig? Los! Ich lade dich freiwillig gönnen, weil ich muss meine Stimme schon... Nein. Das war es für die Folge von heute endlich. Ich weiss, es ist wieder auch länger gegangen. Es war ein bisschen komisch, es ist Schnitt und so. Wieder mal nicht viel passiert. Aber wenn endlich der ganze Tutorial-Scheiß durch ist, können wir endlich durchstarten mit unserem Abenteuer. Ich brauche dringend eine PC-Box, darum meine Pokémon auswechseln. Vielleicht finde ich ja eine hier oben. Wenn nicht... Nicht. Naja, leider nein. Bis dahin und... Ciao.